Es gibt viele unruhige Lekten am Land. Viele freuen sich, ob mit den Lebensmitteln und Futtermitteln mit Insekten nicht eventuell Gesundheitsrisiken verbunden sind. Dafür hätte ich folgende Fragen, Herr Minister. Wegen Lebens- und Futtermitteln Sie betrifft, wenig in die Jacke verhört, aber welche Produkte Sie schon am Handel? Wo kommen die Zutaten, die nur in Zukunft dürfen verkauft gehen, majoritär her? Wie wird garantiert, dass die Produkte nicht gesundheitsschädlich sind, zum Beispiel Allergien, Langzeitschäden, eventuell Parasiten, Viren, Bakterien und so weiter. Während Erfahrungswerte gibt es an dem Domain, haben als Kontrollinstanzen die nötigen Equipmente für das zu kontrollieren. Gibt Produkte, an denen die Insekten verschafft werden, deutlich gezeichnet, und dass die Kennzeichen noch eindeutig zu identifizieren für den Endverbraucher. Dieselbe Frage gilt für diejenigen, die an ihrem Futter ein Derivat von Insekten beigemischt kriegen. Gibt es doch durch eine eindeutige Identifizierung für den Endverbraucher. Als dieselbe Identifizierung vorgesehen bei allen betroffenen Lebensmitteln am Handel, gehen die Produkte noch erkannt oder auf den Menüskarten an Restaurants gezeichnet. Wie hat Lützeburg sich auf europäischem Plan beim Wurzel der Frage von Insekten an den Lebensmitteln positioniert? Normalerweise hat man am Lehner doch darüber antworten, dass in den Kompetenzbereich vom Ministerium der Agrikultur, also die neue Administration allwer, die 9. Oktober erkräftigt hat, dass die den Kompetenzbereich hat. Voraus gebe ich gerne so, dass man an der EU, was Lebensmittelkontrolle und Lebensmittelsicherheit tun, eine von den strengsten Normen überhaupt weltweit tun. Und für Produkte an die EU anzufeiern, haben wir Standards und Reglementationen, die müssen respektiert werden, die applizieren wir sowohl zwischen den EU-Ländern wie auch par rapport zu den Pays-Tiers. Alles das, was Import, aber auch Export bedeutet. Die hat Frage gestellt par rapport zu der Aufhebung von gewissen Insektenzuchten und Lebensmitteln. Ich denke, die Insektenzuchten und Lebensmittel, das will da trennen. Lebensmittel, habe ich schon gerade gesagt, konzerniert aber auch in diesem Fall die Insektenzuchten, weil die, wenn sie davon angefordert gehen, als Lebensmittel auch davon benutzt gehen. Und dann in dem Moment auch gehen. Wir haben an der EU die Reglementation, dass wir eine Historik de Consommation haben. Das bedeutet, dass alle guten Lebensmittel, die vor 1997 an der EU über Import oder Export angefordert gesehen oder herausgefordert gesehen, den Normen entsprechen und die brauchen nicht eine extra Autorisation. Was die Insekten belangt, was den auch kann als neue Lebensmittel als den Term Novel Food auch immer mehr genannt am Fond, die ganze Kompetenzbereich von der doten Ernährung belangt, also auch dann konzerniert. Da muss eine extra Autorisation sowohl von der EU wie auch von der EFSA ugefrot gehen, die das natürlich kontrolliert, nur den Normen und Reglementen, wie sie an der EU applikabel sind. Das wird gemacht, sobald die Autorisation da sind. Und diese Autorisation, der Rest lässt schon Ausgang für verschiedene Insekten, die können an der Produktion verschafft gehen, op irgendeine Art und Weise, nur den Autorisationen von der EFSA, auch nur der Autorisation von der EU, die das dann auch dann, wie gesagt, autorisiert. Die gehen auf verschiedene Art und Weise verschafft, sowohl an die bestehenden Lebensmittel, dass als Ingredient dabei kommen, wie auch wenn ich das will, am größten Ganzen, muss ich natürlich aufpassen, und das ist richtig wieder gesagt, da haben auch Leute, die vielleicht Allergien dagegen tun. Dafür alles das, was als Novel Food konsideriert wird, wo Insekten produzieren oder Insekten dran sind, haben eine extra Authentifikation und eine extra Remarque ob der Verpackung stehen, wo hingewiesen wird, dass die Insekten sind, also Insekten mit vererbigt sind. Und das auch so mit den Allergien als dasselbe, das wird extra darauf hingewiesen Etikettage, dass das so ist, weil verschiedene Leute auch bei Wegsteuern an anderen Krebsen, Skampien als Beispiel zu nennen, auch da Allergien können haben. Dafür erleichtert alles der Harmonisation von der EFSA und auch von der EU. Merci.